So, liebe Freunde, Richard und ich sind heute natürlich auch aus einem anderen Grund hier. Und zwar, wir sind eingeladen bei der Stiftung Butzweiler Hof Köln, die hier dieses Gebäude wundervoll saniert hat. Beim Vorsitzenden Dr. Edgar Meyer. Er hat uns auch eingeladen, heute Abend mit der Straßenbahn durch Köln zu fahren und uns ganz viele tolle Sachen anzugucken. Und ich würde sagen, wir gehen Dr. Edgar Meyer erstmal besuchen und gucken einfach mal, wie die Stimmung da ist. Willkommen hier in dieser netten Ausstellungsatmosphäre, sondern herzlich willkommen auch zu einem kleinen Erlebnis. Und ich freue mich, dass die KVB, also sprich Kölner Verkehrsbetriebe, uns eine Fahrt geschenkt haben mit einem Oldtimer, Straßenbahn-Oldtimer. Und ich sage aber jetzt schon hier, wenn es nachher ein Scheuerchen gibt, auch die Straßenbahn ist dicht. Nicht? Also keine Schirme mitnehmen. Nicht? Also es wird eine schöne 3-Stunden-Fahrt werden. Nach einer halben Stunde wird ein Reiseführer dabei sein. Das wird alles ziemlich kölnische Art sein, kölsche Art. Köln pur haben wir ja auch in der Einladung geschrieben. Nicht nur das, was Sie zu sehen kriegen, sondern ich denke auch ein bisschen so von der Stimmung her. Und insofern freue ich mich persönlich auch sehr darauf. Und da der Kreis ein sehr gemischter ist hier, die Ballonfahrer und die Mitarbeiter der Stiftung dominieren etwas. Ja, die Ballonfahrer bitte mal die Hände hochheben. Ja, da hinten auch, hinten wird auch gewunken. Also es sind 15 Freunde aus der Sparte Ballonsport dabei. Herzlich willkommen. Und für die anderen darf ich Folgendes noch in der persönlichen Vorstellung näher bringen. Da haben wir zuerst mal hier die Familie Borg, sprich Kolonia. In Köln geht nichts ohne Kolonia, nicht? Und die Firma Kolonia hat uns sehr geholfen. Und der letzte wunderschöne Akt war nämlich dieses Dach, das ja in Gestalt eines Flügels nicht nur von Kolonia nach Worms gebracht worden ist, sondern auch zurück. Und dann gab dieses Experiment, dass dann irgendwie die Firma Kolonia versucht hat, ob der Flügel auch fliegen kann. Also der war ja so was von hoch mit dem Kran, denn der musste ja zwischen den beiden ihr seht es nachher, ne, wieder runtergelassen werden. Auf den Zentimeter hat alles gepasst, auf den Millimeter hat alles gepasst und auch der Kranführer hatte ich Herrn Borg gebeten, er möge nicht einen nehmen, den er zittrige Hand hat. Ne? Das hat er auch gemacht, war verlässlich auf den Millimeter genau. Das ist also dazu zu sagen. Dann habe ich die Familie Hiedemann hier, ein Förderer der Stiftung von Anfang an. Er hat also als Stifter gefördert und in dieser Zeit, als ich noch nicht so ganz sicher war, setze ich auf das richtige Pferd, übernehme ich mich da nicht ein bisschen, da hat er mir Mut gemacht durch solche Zuwendungen. Herr Klaus Friedel Wölfing ist auch mit seiner Gattin da. Herr Wölfing hat uns Freude gemacht auf seine Weise. Er ist ein Kunstmaler, nicht nur ganz allgemein, dass er wunderschön malt und auch realistisch malt, sondern er malt vornehmlich, er kommt aus den Furtwerken, hatte damit Design zu tun, vornehmlich auch Flugzeuge. Und hat einen Raum von uns jetzt mittlerweile mit 5 großen Ölgemälden so geschmückt, dass der Vorstand erwägt, diesen Raum nicht mit Clubraum zu nennen, sondern Klaus Friedel Wölfing Raum zu nennen. Und dann haben wir die Ballonfahrer, hatte ich schon erwähnt, meine Mitarbeiter, die Frau Wirz, die Frau Irmhild Bergner, meine frühere Verlobte, die Christel Nickelmeier und die Marita Gülen auch. Wir erwarten auch noch, hoffe ich, einen Zuspruch aus der Nachbarschaft, was ich also sehr begrüßen würde, wenn die kommen. Wir haben ja hier eine Siedlung
neu dazu bekommen. Ja, das ist also der Anlass für mich als Kölner zu sagen, das ist nicht noch eine neue Siedlung, sondern ist der Anfang für ein neues Veedel. Ja, das Veedel am Butzweiler Hof. Das gehört sich so für Köln. Und insofern denke ich mir, dass wir da auch weiterkommen und auch zu einem schönen Miteinander finden. Und die Straßenbahnfahrt heute wird sie auch durch ein Veedel führen. Wie sind wir in der Zeit? Ich habe jetzt, wir wollten um 12:30 hier weggehen, oder? Haben Zeit genug. Ja, gut. Ja, dann kann ich da ja noch mal was sagen. Ja. Wen habe ich vergessen? Das sind meine Ballonfahrer, das sind meine Stiftungsfreunde, die sich auch teilweise ja schon untereinander kennen. Und auch Designerin. die Designerin, die Frau Steinbach. Frau Bettina Steinbach ist hier in der Mitte, die macht gleich einen Knicks. Seit einigen Jahren, sind das jetzt schon 3 oder 4 Jahre, ja? 4 Jahre an unserer Seite. Wir haben uns durch Zufall, durch die Frau Stengle, die müsste eigentlich auch hier sein heute, die hatte auch zugesagt, die steht nur hinterm Propeller, nicht? Ja. Und die beiden haben uns in den konstruktiven Arbeiten, die wir auch nach außen hin zu leisten haben, sehr unterstützt. Sie sorgt dafür, dass wir ein wunderschönes Image, ein wunderschönes Design und auch, wie sagt man sonst noch, Outfit und so. Es gibt ja auch deutsche Worte dazu. Ja, also gefunden haben. Und da freue ich mich, dass ich da auch ein kleines Dankeschön heute für all diese ehrenamtlich eingebrachte Arbeit aussprechen kann. Nicht? Also es ist alles so, dass das, was ich eben aufgeführt habe, immer auf dem Basis der freiwilligen Leistungen erbracht wird. Und das summiert sich dann letztendlich doch zu einem erheblichen Betrag. Und die Haltestelle selbst, werden Sie ja nachher sehen, hat eine, ich weiß nicht, wie heißt das andere Wort, es gibt den Niederplattformwagen, ja. Also auf jeden Fall, der Oldtimer, den wir haben, der kann da nicht landen, der kann da nicht anlegen, ja, kann da nicht halten. Wir hätten dann wahrscheinlich runterzuspringen in das Fahrzeug, und das ist nicht aus Sicherheitsgründen so gedacht. Ja, deswegen gehen wir zur Haltestelle hin, im Pulk, steigen da ein, haben ein Ticket für jeden, keiner muss da was lösen, und dann fahren wir 2 Haltestellen, glaube ich, die Rektor-Klein-Straße, und dann kommt die Margareta-Straße. Da steigen wir schon wieder aus, und da wartet dann auf uns hoffentlich, der Name verpflichtet eigentlich auch die Konkurrenz, ne? All die Imitate, ne? Colonia Express wartet da auf uns. Gut, ja, das war soweit. Habe ich was vergessen? Also wir sind keine Schwarzfahrer. Nein. Selbst wenn ein Kontrolleur kommt, ich weiß nicht, ob die KVB da einen schickt. Aber die Angelika hat die Tickets alle in der Hand, und sie ist so fix, dass alle Tickets durch sind, bis wir die 2 Stationen hinter uns haben. Es müssen nachher noch welche drin bleiben. Ja. Lasst mich dann doch noch mal was zum Kölsch sagen. Wenn man einen Auswärtigen fragt nach Köln, dann fällt dem der Dom ein. Das ist so was Charakteristisches für Köln. Wer vielleicht noch ein bisschen weiter informiert ist, dem fällt dann noch Kölnisch Wasser ein. Er rückt schon ein bisschen näher, nicht? Und wer dann noch weiter kommt, der denkt dann vielleicht dann noch mal an die 5. Jahreszeit, die Köln hat, an der Karneval, an der Fastelovend. Da sind wir schon ein bisschen näher. Denn zu diesem Kölsch, was ich jetzt meine, das ist nicht der Karnevalskölsch, sondern das ist das Dialekt. Und die Kölschsprach ist ein besser Wort als Dialekt. Die Kölschsprach,
das ist etwas, was vermitteln will. Freude, Fröhlichkeit in der Aussprache, im Tonfall, auch in der Wortwahl und Geselligkeit. Und diese Art, Kölsch zu vermitteln durch die Sprache, das wollen wir heute noch ein bisschen bereichern, indem wir dann auch noch ein Kölsch dazu trinken. Ja. Und Kölsch zu trinken ist eine Zeremonie. Das vermittelt auch Gemütlichkeit und schafft Verbindung. Das verbindet, Kölsch zusammen zu trinken, verbindet. Ne? Deswegen ist unsere Devise heute auf gute Verbindungen. Ne? Verbindet und dann sind wir bei dem Getränk, was eigentlich auch ein Stück Kölner Mentalität ist. Und die Kölsche Sprache, ich habe gesagt, das ist ein Spruch mit Gefühl. Und das Kölsch zu trinken ist auch eine, wie ich eben sagte, eine Zeremonie. Und das, was die Zeremonie dann brauchbar macht, das sind die sogenannten Kölnstangen. Sagt man überhaupt ja nicht. Ne? Kölnstangen ist aber der offizielle Begriff, weil das so zylindrische Gefäße sind. Aber für mich ist das einfach ein Verwendungsinstrument, um das Kölsche Gemüt mit dem Kölschen Getränk verwendbar zu machen. Nicht? Also insofern haben wir sehr viel Kölsch zu erwarten und ich freue mich auch, dass das vielleicht auch auf diese Art und Weise, dass wir etwas erleben, auch auf sie vermittelt wird. Und sonst weiß ich nur einfach noch zu sagen, nehmt es auf als eine Sache, die ja, wie eben schon mal gesagt wurde, einmalig ist. Also ich will den Gerüchten entgegentreten, dass wir das jetzt alle 4 Wochen machen. Also nehmt es auf als ein einmaliges Erlebnis. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Ja? Und jetzt kriegen wir noch ein bisschen zu trinken. Und an Bord gibt es etwas zu essen. Das zu Kimmele. Das ist auch auf Kölsch. Das ist Himmel und Äd mit Blutwurst. Und das ist Sauerkraut, das mit so eine Püngel ist, sondern das ist klein verpackt in kleinen Häppchen. Lasst euch überraschen. Wir haben das vorher alle schon mal ausprobiert. Ich war auch schon Versuchskaninchen. Es ist mir gut bekommen, wie Sie das sehen. Ja, und insofern darf ich auch noch ganz zum Schluss umso herzlicher aber auch das Fernsehen begrüßen. Wir haben das Fedel TV mit an Bord. Herr Kästner, der jetzt die Kamera hält und mit seinem Fachmann an seiner Seite. Herzlich willkommen. Er macht eine Dokumentation über unser heutiges Erlebnis und er hat uns auch gesagt, dass es dazu eine DVD gibt. Und da wollen wir mal sehen, ob wir nicht noch im Nachhinein dieses Erlebnis denn nochmal nachvollziehen können. Dann können wir das alle 4 Wochen erleben. Auf der DVD, ja, von dem Fedel TV von Herrn Kästner. Ja, das war jetzt das, was mir so spontan eingefallen ist, auch ein bisschen so zur Einstimmung. Wir gehen an der Haupthalle nachher raus, an der Flughafenempfangshalle. Genießen Sie den Eindruck, wir werden die Halle voll beleuchten. Die ist, nachdem ich also öfters hier schon Führungen gemacht habe, wirklich schön wieder ausgefallen. Herr Borg hat sie gesehen, da war die noch dunkel, wie eine Höhle. Die Bundeswehr hat das zuletzt als Aufnahmestudio für ihre Fernsehabteilung genutzt und hat dann aber auch, um gründlich zu sein, die Neonlampen abmontiert. Nicht? Und ja, da konnte man das Elend auch nicht so sehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Und
Ja, aber der hatte die richtigen Fahrzeuge dazu. Und dann hat gesagt, Herr Bock, wir haben hier so einen Unterträger, ja, einen Unterzug, Beton, mindestens 2 Tonnen schwer, ja. Der hat keine Funktion. Die Engländer hatten da ein Kino drin, ein Truppentheater, von 45 an. Und der hatte die Funktion, einen eisernen Vorhang zu tragen. Das kennt man eigentlich immer nur so dieses Wort als bildlicher Ausdruck, aber das Theater ist verpflichtet, einen eisernen Vorhang zu besitzen, der im Katastrophenfall runtergelassen wird. Und der war an diesem Unterträger von den Tommys, von den Engländern, vor der Bühne abgehangen worden, stand auf Stahlsäulen. Und dann habe ich gesagt, Herr Borg, wir brauchen 2 Wagen, die 2 Tonnen von da oben holen. Nicht? Sagt er, ich schicke die vorbei. Da sind die mit Gabelstapler hochgegangen und Leute unten von Schlossereibetrieb haben die Stahlträger abgeflext. Und als der dann frei war und das letzte Stück vom Stahlträger weg war, da rutschte der runter und die beiden Gabelstapler aber ordentlich in die Knie. Ordentlich in die Knie. Die haben das noch mit solchem... ja, keiner wusste das von dem Gewicht. Ja, von dem Gewicht, das war ja nur geschätzt worden. Das war ein Doppel-T-Träger, der dann auch noch armiert, betoniert worden ist. Aber nur mal das zur Erinnerung, wenn Sie die Halle gleich... wenn Sie die Halle... Also wir haben alles glücklich rausbekommen, was da an Verbauungen drin war in dieser Halle. Und ich hatte ein einziges Foto, das Hugo Schmölz geschossen hatte von dieser Halle, ein Stadtfotograf, ein Lichtbildner, so nannte er sich. Komfortfotografen. Ja. Und ist auch richtig so, in Schwarz-Weiß war das gar nicht einfach immer zu erfassen, was dreidimensional war. Und die Halle hat wieder ihren alten Glanz bekommen, ist eine lange Geschichte, aber lassen Sie sich beeindrucken. Und ich selber bin Kölner, bin nicht nur Kölner, sondern auch in Nippes geboren. Das kommt noch erschwerend dazu, aber für mich ist das was Positives. Und wenn ich etwas erlebe, was Kölner Kultur bedeutet, und das ist ein Stück Kölner Kultur, diese Halle, war früher städtischer Besitz und die Stadt Köln hat gesagt, wir wollen repräsentativ sein, wenn die Gäste, die ersten Fluggäste, das war ja 1926, 10 Jahre früher hat man sich noch in der Luft beschossen. Wenn die Fluggäste aus London, Paris und Kopenhagen hier landen, dann sollen die würdigen, ersten Mal betreten sie hier in dieser Halle zum ersten Mal Kölner Boden und das muss was Würdiges und was Repräsentatives sein. Das war die Motivation der Stadt und des Rates. Und das habe ich das letzte Mal in einer Gruppe erzählt. Und wir haben natürlich viele Kölner und Kölsche dabei, wenn solche Gruppe geführt wird. Und da sagt der hören Sie, Herr Doktor, was heißt hier repräsentativ? Das war jetzt für zu strunzen. Also das ist so ein rheinisches Wort, das kann man eigentlich auch nicht so richtig übersetzen. Mit einem Wort nicht, sondern höchstens mit einer Beschreibung. Und durch diese Halle gehen wir dann raus und gehen einen Weg zu Fuß zur Haltestelle, der auch später als Fußweg ausgewiesen wird, von der Haltestelle hierhin und umgekehrt auch, mit einem schönen Symbol, was wir als Wegweiser anbringen auf verschiedenen Stellen, an verschiedenen Pfählen. Und da nehmen wir die normale Straßenbahn. Angelika sagt nochmal, Frau Korb sagt nochmal, wann das ist. Kurz vor 8 an der Margareta-Straße, das sind 2 Stationen, 2 Haltestationen, und da steigen wir um und da wartet hoffentlich der Colonia Express auf uns. Ich denke mir, das ist ein schönes kleines Vorspiel, bis wir dann in der Straßenbahn sitzen.
Es gibt insgesamt, glaube ich, 44 Sitzplätze an Tischen und wir sind, glaube ich, 40 Personen. Bitte durchzählen. Nein, wir bleiben dabei. Ja, da ist auch gerade der Herr Schütte gekommen, ja? Sind Sie in Begleitung von der Kleinen? Nein, von der Großen. Sehr gut. Gut. Der Herr Klein kommt vielleicht auch noch. Ne? Ja, der wollte vielleicht ein bisschen später kommen. Ne? Also das ist die Nachbarschaft, die ich eben erwähnt habe, mit denen hier sozusagen diese Gemeinschaft, die sich auf dem Bootsweiler Hof findet, das neue Veedel gegründet wird. Das Veedel am Bootsweiler Hof. Ja, da wünsche ich viel Spaß und noch ein kleines Prösterchen, wer will und wer mich noch nicht gesehen hat oder den ich noch nicht gesehen habe oder nicht begrüßt habe, den sage ich jetzt auch noch guten Tag.